Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, zu einem neuen Let's Play, und es handelt sich, wie man schon hier sehr gut sieht, um Anno 2017. 70, Entschuldigung, ich möchte mit euch ein Spiel erstellen, und zwar ein endloses Spiel. Ich habe Anno 2070 noch nie gespielt, ich kenne nur Anno 1404, kenne ich sehr gut, und die Vorgänger. Und das ist jetzt für mich wie blind, aber ich werde es einfach so spielen wie 1404 und dann werden wir sehen, was da passiert. Soll ich jetzt einfach machen oder soll ich schon voll schwer beginnen? Schwer, mittel. Komm, ich bin ja kein Einsteiger, ich kenne ja eigentlich. Konfiguration der persönlichen Missionsziele abgeschlossen. Ich kenne ja der Sinn von diesem Spiel. Dritte Parteien, das bin ich. Dann kann ich hier noch 3 andere auswählen. Das ist der Pirat, oder wie? Sieht nach Pirat aus. Okay, kann ich den auch weg? Aha, okay, ich kann den auch weg, wenn ich jetzt irgendjemand anders will. Zum Beispiel möchte ich vielleicht eine Frau. Das sind ja noch Frauen. Ich bin Tilda Jorgensen. Hab beschlossen, unserer Überflussgesellschaft den Rücken zu kehren, damit ich mich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren kann. Okay, ja, nehmen wir doch mal dich. Du hörst dich doch ziemlich gut an. Gut, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, haben wir jetzt den hier, das bin ich, dann diesen Leo Marot und die Tilda Jorgensen. Dann haben wir hier noch Kartengröße. Klein, mittel, groß. Mittlere Spielwelt, ja, ist ganz okay. Add-on habe ich ja, ich habe die... Was ist die Fraktionauswahl? Global Dust. Ich weiß nicht, ich nehme jetzt mal das Grüne. Baukosten, Rückerstattung. Ja, ich denke, das ist alles ganz easy so. Wir müssen da ja nicht gleich. Ich könnte da noch eine ganze Flotte machen. Ja, wieso auch nicht. Dann Kreiskontor, kein Kontor am Spielstart. Ja, das ist das Zeug, was ich bei Anno 1404 auch immer festgelegt habe. So kann man ein bisschen selbst entscheiden, wie man sein Spiel starten will. Aber ansonsten will ich eigentlich gar nicht Zufallswert. Nehmen wir das hier. Hat einen bestimmten Grund. Normal, alles normal. Komm, machen wir doch so. Inselgröße, mittel, groß. Mittel. Ja, komm, machen da groß. Wieso nicht? Können wir große Städte errichten. Fruchtbarkeit, mittel. Rohstoffe, mittel. Fruchtbarkeit, groß. Viel Fruchtbarkeit. Viele Rohstoffe. Umwelteinflüsse. Gemischt, ja. Add-ons an, weil ich habe das. Ich habe alles übrigens. Ich habe das komplette Spielpaket. Gut, ich denke, komm, das reicht. Wir wollen jetzt endlich starten mit unserer Mission. Mission Anno 2070. Erkunden Sie mit Ihren Schiffen den Sektor, entdecken Sie neue Inseln und andere Parteien. Damit es ein bisschen schneller geht, werde ich jetzt schnell pausieren, bis der Ladevorgang fertig ist. Ja, das kenne ich auch schon von Anno 1404, das geht einfach ein Weilchen, bis hier alles geladen ist. Auch wieder in diesem Spiel. Aber jetzt geht es ziemlich schnell. Ja, komm, oh, so schnell war noch nie. Und letzten paar Meter, Zentimeter. Ja, wir haben es gleich. Ja, komm, jetzt, ja. So, das ist die Arche. Hier startet man immer ein Spiel von hier aus. Das Neue Insel geortet. mit Anno... Ups. Anno
2070. So, wie gesagt, ich kenne Anno 4. Bezogene Unterlagen Ja. verfügbar. Jetzt sei mal ruhig hier oben. Ey. Das sind meine 3 Schiffe. Vorhin haben wir festgelegt, Handelsinsel. Hier haben wir schon mal eine Insel entdeckt. Die ist ja schon mal sehr groß. Was hat die denn so? Tee, Reis, Kaffee und eine Fruchtbarkeit zum Erzeugen. Am Anfang braucht man doch auch irgendwie ein Getränk. Was war denn das? War das Tee? Oder war das Most? Weil, also bei Anno 1404, da ist es Most. Da braucht man zu binden. Inselscan läuft. Ja. Lade Informationen zu Fruchtbarkeiten und Rohstoffverteilung. Wenn du weiter so plapperst, dann halte ich das nicht durch in diesem Spiel. Die nervt ja extrem, jetzt schon. So, gibt's eine bessere Insel als die da drüben? Hallo? Kommt da mal eine Insel? Den Modus hier liebe ich übrigens. Sehe ich weit und breit keine Insel. So, haben wir es wieder. Zu Ihren Diensten. Ah, ja, die blöden Tastenfunktion immer. Hallo? Wieso kommt da keine Insel mehr? Also bei Anno 1404 kam da schon lange eine Insel wieder. Sehr komisch. Sonst nehmen wir halt einfach die. Ah, da ist eine. Neue Insel geortet. Neue Insel geortet. Was haben wir hier? Registriere eine Weiterentwicklung. Gemüse, Gratulation. Wein, Obst. Okay, nicht schlecht. Und wie groß ist diese Insel? Die andere hatte noch einen Fluss, das fand ich irgendwie schön. Na toll, wieso hängt jetzt eine Taste? Ah, gibt's manchmal. So, komm, wir fahren hier schnell durch das Zeugs und gehen zurück. Ich finde die andere Insel, die hatte noch irgendwas zu trinken, ne? Tee. Ach, wenn ich nur wüsste, was man am Anfang braucht. Bodenschätze 9. Was sind die? 0. Komisch. Hat doch Bodenschätze. Naja, umso besser, wenn diese Insel hier mehr zu bieten hat. Scanne unbekannte Küste. Aha, kommt noch eine Insel hervor hier. Sehr schön, aber ich mache mich auf den Weg hierhin, zur Arche. Aber vorher noch schnell diese Insel begutachten. Die hat hier einen See. Ah, man kann hier Kraftwerke erstellen. Sieht aus, wie wenn hier ein Stausee gebaut werden könnte. Habe ich denn das bei mir auch? Jawohl, das gibt es auch bei mir. Sehr nice. Was gibt es denn hier auf dieser Insel? Hier gibt es auch Tee, Reis und Kaffee. Wir auch. Gut, dann würde ich mal sagen, nehmen wir diese Insel, die hier auch am nächsten von unserer Arche ist. Der Hafen. Baue ich jetzt mal da, wo ich jetzt gerade angedockt habe. Sieht die am besten aus von der Küste her. Jo. Was ist denn das hier für ein Zeichen? Ah. Gut, kommt ihr, Schiffe? So. Dann errichten wir hier mal ein Kontor. Was man immer bei jedem Anno seit, ich weiß nicht, seit Anno 1503 machen muss. Kontor errichten. Das Schiff hier hat ein Kontor. So, und zwar am besten so, dass möglichst viel Platz noch übrig bleibt, um hier eine Hafen-Dingens zu machen. So, haben wir hier, genau, wir haben hier noch Waren abzuliefern. Das Kontor hat noch nicht mal so viel Platz. Das heißt, wir müssen gleich mit dem Bau beginnen. Am Anfang sieht man hier jetzt auch schon, da, was ist das, Tee? Durchsuche Tee, Datenbank ja, nach nützlichen Informationen. Du fängst an zu nerven. Also das ist ein Warendepot, dann gibt es ein Kontor und die Straße. Und da brauchen wir natürlich für ein öffentliches Stadtzentrum. Und hier braucht man jetzt allerdings so Bauzellen. Was der Sinn dahinter ist, habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Naja. Gut, dann bauen wir hier mal
unser Dorf oder unsere Stadt. So. Irgendwie schön hier hinten. Oh. So, Neue Gebäude zum Bau bereit. sehr schön. Möchte ich auch. Erwarte Ihren Befehl. Ah, diese blöden Tasten. Ich will immer mit ASD umherfahren hier auf der Welt, aber das geht hier mit den Pfeiltasten. Aber es gibt natürlich andere nützliche Kurztasten. So einstellen wie zum Beispiel mit dem S könnt ihr direkt hier Straßen bauen. So, Straßen kosten keine Rohstoffe, sondern einfach nur Geld. Dann mache ich hier gleich mal, halt eben wie gesagt, ich spiele jetzt hier im Moment einfach, ich spiele einfach mal so wie Anno 1404, so vom Baustil her. Ich hoffe, das kann man so übernehmen. Ich glaube, es heißt ja, von der Technik her ist es kein riesen Unterschied zu Anno 1404. Also wir werden sehen. Ich glaube, jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht. Ich möchte eigentlich das genau... Jo, habe schon einen Fehler gemacht. So. Weil es ist schon nützlich, wenn man von Anfang an ein bisschen plant, wo man was hinstellt. Denn das merkt man dann gegen Mitte des Spiels, wenn man so ein Spielen ist, merkt man plötzlich, oh shit, für das brauche ich noch Platz, das sollte einen Platz haben. Und darum ist es nicht schlecht, am Anfang an schon ein bisschen überlegt. Hier übrigens kann man die Gebäudetypen noch ändern. Informationen zur demografischen Verteilung der Bevölkerung verfügbar. Von mir aus. So, mal ein paar Meine Häuschen. Informationen waren nützlich für Sie. Welche Informationen? Du kannst mich mal. Also wenn die weiter so nervt, dann halte ich das nicht aus mit der. Jetzt mache ich mal hier. So. Und dann hier auch wieder Ich Häuser. bin darauf programmiert, Sie zu unterstützen. Schön, du nervst aber nur. Hey. Mach hier wieder 4 Häuser. Ja, die Bedürfnisse ist schon klar. Die wollen jetzt natürlich Fisch. Und den Fisch, den müssten wir hier am Meer natürlich holen. So. Die müssten wir jetzt natürlich auch mit dem Kontor verbinden. Damit wir den Fisch auch schlussendlich in die Stadt befördern können. Das sind mal die wichtigsten Sachen zum Anfang. Ladedatensatz mit zweckdienlichem Informationsmaterial. Erreichen Sie in Aurelia ein Basaltgewinnung und Schmelzwerk. Ja, also egal wie man anfängt, auch bei Endlosspiel der Kampagne, du hast halt immer irgendwie, oh, da ist ein Schiff. Identifizieren Sie sich. Oder glauben Sie, Sie könnten mir nichts, dir nichts bei Green Offensive? Keine Fragen. Dieser Einsatz ist... Von mir aus. Also ich denke, wir können dann auch wieder Freundschaften schließen. Bedarf an Gemeinschaft. Kannst du mal die Fresse halten, ey? Mein Gott. Was, wie viel? Daten geladen. Informationen zum Thema stehen bereit. Von mir aus. Oh. Was hat denn der für ein Problem? Ach so. Oh, tut mir leid. Ja, das hat auch so eine Sache. Immer schauen, Sie dass ich... verbessern sich selbst. Ja, wow. So wie ich. So wie ich, klar. Regt mich auch. Der regt mich richtig auf. Ich glaube, der fährt zu mir, nicht? Psst. Wir verfolgen gerade ein Atom-U-Boot über Sonar. Du verfolgst mich, ich spür's doch. Okay, Fische haben wir, das heißt, das nächste wäre dann Tee, die Teeplantagen. Was haben wir hier noch? Ah, das Warendepot, weil wir wollen ja schließlich unser Tee nicht gerade in der Stadt machen, sondern anderswo, und darum gibt es hier noch diese Warendepots. Zum Beispiel könnten wir hier hinten ein bisschen Farming betreiben, da in dieser Ecke. Hoppala.
Zuerst wieder ja, nee, ich mache zuerst die Teeplantage, so dass alles schön Platz hat. Ja, kann ich auch so machen. Dann eine Straße hier hin. Jetzt kommt dann gleich wieder eine Meldung. Nicht? Okay. Finde ich toll. Hö! Nee, wollte ich nicht. Ich will die immer noch selbst setzen. Mein Gott. So. Meins. Das habe ich gar nicht gern, wenn das Spiel einfach etwas bestimmt, was ich gar nicht möchte. Ich möchte nämlich mehr als nur 3 Felder. Ich mache jetzt mal 4. Man kann da später noch mehr machen. So, das ist jetzt für die Getränke. Ne? Da ist es so, die möchten essen und trinken. Komm, ich mach gleich da. Da hat keins mehr Platz, aber da natürlich. 3 theoretisch. So, jetzt haben wir 7. Ich weiß nicht, ich mag das immer so. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn das... Hey Julia, das nützt überhaupt nichts. Wenn das nicht so ist, aber ich mache es halt immer so irgendwie. So. Das sollte auch passen hier, dann mit dem Weg. So. Perfekt. Und dann hier auch wieder so ein paar Felder rumherum. So. Und da und da und da. Haben wir auch wieder 7 Felder. Somit hätten unsere Bewohner dann schon mal Getränke. Jetzt hat es vorhin geblinkt. Haben wir nochmal da. Was ist das? Das Windkraftwerk. Ah, Windkraft. Ich glaube, ich weiß, dass am Anfang hatten wir doch diese Entscheidung, das Grüne oder das Schwarze. Weil in der Kampagne, das weiß ich, da habe ich die erste Map gemacht. Da musste man ein Kohlekraftwerk bauen. Und das ist jetzt das Windkraftwerk. Das gefällt mir schon besser, wirklich, weil ich bin ja eher ein Grüner. Und da finde ich das ganz okay. Nur, wo bauen wir jetzt das? Hier an der Küste vielleicht. Ja, den Platz, den können wir wahrscheinlich eh nicht viel besser nutzen. Besser geht doch gar nicht als für Windkraft. Gibt 9 Energie. Also haben wir jetzt insgesamt 16. Plus 1 Energie, was wir sonst schon hatten. Viel ist das ja nicht. Wie teuer ist denn so ein Windkraftwerk? Je 1. Aha. Weil da können wir ja hier wieder eins machen und da noch eins machen. Und das letzte noch hier. Wie gesagt, ich habe nicht viel Ahnung von diesem Spiel. Vielleicht habe ich jetzt schon zu viel gemacht. Naja, ich baue jetzt einfach mal irgendwie. Dann haben wir doch hier noch Material, was wir einladen können. So, da auch noch. Ah, jetzt haben wir schon der voll, okay. Da Fische, wie sieht es mit dem Fischbestand aus? Sieht gut aus, nur der Sie schenken Teebestand. mir ihr Vertrauen. Sie sind... Was? Gefällt das, dass sie vollen Gebäude errichtet haben? Windkraftwerk, okay. Das sind die Bauwerke der Zukunft. Ja, ich weiß. Nur wo steckst du? Ich möchte mit dem Frieden schließen und so. Irgendwann. Kannst du jetzt mal die... Ey, informiert. Gut. Ich glaube, jetzt könnten wir mal wieder ein paar neue Gebäude bauen. Zwar zuerst vielleicht noch zu dieser Basaltgewinnung. Man muss eben so Arbeits... wie sagt man dem? Bauzellen muss man hier in diesem Anno bauen. Damit man an dieses Zeugs hier kommt. Also diese Bauzellen, die muss man abbauen. Anscheinend kann man die überall abbauen. Die sehen so aus. Und da mache ich jetzt am besten auch einfach irgendwo eine Straße hin. Und dann mache ich hier hinten so Bauzellengewinnung. Auch nicht, am besten auch nicht in der Stadt, weil das sieht nicht so toll aus und so, finde ich jetzt. Spiel gespeichert.
mache ich das? Hier so. Weil da kommt ja noch eine Mine hin. Da muss ich aufpassen, dass ich noch ein bisschen Platz lasse. Also mache ich mal 3 Bauzellen und dann kommen noch diese Teile, gehören auch hinzu. Die produzieren dann die Bauzellen aus diesem Basalt. Und diese Bauzellen, die brauchen wir nämlich, um unsere Häuser zu bauen. Ich freue mich, behilflich sein zu können. Teeproduktion. Sieht toll aus. Also ich muss schon sagen, rein optisch sieht auch Anno 2070 jetzt schon mal ziemlich geil aus. Gefällt mir. Und es gefällt mir auch, das jetzt zu Let's Playen. Ich wollte auch 14.04 eigentlich Let's Playen, aber ich dachte dann, ja, er ist doch schon ein bisschen älter. Was ist mit denen los? Aha. Wollte ich nicht. So ist das. Dieses... Ich habe in der Kampagne also eigentlich wirklich etwas... Energielevel stabilisiert. Optimierung erfolgreich. Etwas ganz Ich anderes. gratuliere. Jetzt halt die Fresse! Ich habe ganz was anderes gemacht, so quasi. Weißt du was? Die brauchen nicht ihr Platz, habe ich das Gefühl. Also vielleicht so, Mist. Irgendwie klappt das schon. Eigentlich Mein braucht... Archiv enthält Datensätze, die in diesem Zusammenhang wichtig sein könnten. Ja, schön für dich. Mit dem Punkt kann man übrigens Gebäude drehen. Ne? So ab und zu kleine Tipps sind bestimmt auch für euch hilfreich, wenn ich das durchgebe, falls ihr Anno 2070 auch spielt. Jetzt habe ich jetzt da 4 Zellen, da habe ich auch 4. Ich kann theoretisch da noch mehr. Da kann ich ja auch noch eine hinzufügen. So. Hoppla. Was hat die für ein Problem? Die hat wahrscheinlich kein Granulat, heißt es hier. Basaltgewinnung, Schmelzwerk. Also es ist Basaltgewinnung, aber was wir hier holen ist Granulat. Und das Granulat muss nachher hier weiterverarbeitet werden zu diesen Bauzellen. Und diese Bauzellen sind ganz wichtig für uns, um hier unsere Häuser zu bauen. Von denen wir jetzt auch noch ein bisschen mehr machen. Ich weiß noch, bei der Kampagne war das erste öffentliche Gebäude ein Casino. Da sieht es eher aus wie eine Konzerthalle. Also auch das ein Unterschied, wenn man jetzt das andere gewählt hätte. Finde ich toll. Das erinnert mich ein bisschen an SimCity. Denn da verläuft das Spiel auch ganz unterschiedlich, je nachdem was man gewählt hat. Diese Pflanzen haben Sieht schon geil aus. Weil auch die Häuser waren anders und das Abgas und alles. Ich bin echt froh, habe ich das gewählt. Habe ich jetzt hier... Ja, da haben auch 2 Häuser Platz. Sehr gut. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, kein Baumaterial, siehst du jetzt? Jetzt kommt das schon. Die Bauzellen werden jetzt produziert. Muss ich schnell warten. Ich denke, das Spiel kann man hier auch wieder beschleunigen, oder nicht? Ah ne, das war nicht bei Anno, wo man das Spiel, das ist SimCity, ne? Anno kann man nicht. Doch, Anno konnte man auch beschleunigen. Werde ich bestimmt irgendwann noch rausfinden. Gebäudeauswahl vergrößert. Ah, jetzt haben wir vielleicht... Genau, jetzt haben wir hier die Tonhalle, die Konzerthalle. Wie groß ist denn die? Oh, perfekt. Also wenn das nicht gut geplant ist hier alles. Und ich muss jetzt auch mal Schluss machen. Die erste Folge, gleich die längste wahrscheinlich. Vielen Dank fürs Zusehen. Kommunikationssysteme. Die wird mich das ganze Spiel noch aufregen da oben. Also bis zum nächsten Mal, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen bei Let's Play Anno 2070. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch.
Schreibt doch in die Kommentare, was ihr wünscht, Tipps und so, wie gesagt. Ich kenne mich mit Anno ein bisschen aus, was Baustil angeht und so. Ich werde hier ganz taktisch vorgehen, dass ihr das Let's Play auch als Tutorial nutzen könnt oder was auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.